Heute haben wir wieder einen riesen Umsatz gemacht. 200 € Wechselgeld, wie jeden Tag. Was meinst du, sollen wir zusperren? Wie spät haben wir's? 5:45. Dann haben wir noch 15 Minuten geöffnet. Da kommt doch sowieso keine Kundschaft mehr. Woher möchten Sie das wissen? Ja, weil heute den ganzen Tag niemand da war. Doch, heute Vormittag war der Sommergast da. Okay. Ja, der hat nach der Adresse von der neuen Trachtenfabrik im Gewerbegebiet gefragt. Großartig. Aber gestern war auch niemand da und vorgestern auch nicht. Gestern war Sonntag. Aber am Samstag war auch niemand da. Doch, eine Dame aus Bielefeld. Anna. Ja, die wollte einen neuen Herbstprospekt holen. Das liegt eindeutig daran, dass die im Gewerbegebiet eine Konfektionsfabrik für Trachtenbekleidung gebaut haben. Und an dem schlechten Konsumverhalten unserer Bevölkerung. Ja, das liegt eindeutig an dir. An mir, wieso? Ja, weil es keinen im Ort gibt, den du nicht schon beleidigt hättest. Ja, Ich? Ja, ist doch kein Wunder, dass niemand mehr bei uns einkauft. Ich hab niemanden beleidigt. Anna. Und wer hat dann zum Bürgermeister Saukopf gesagt? Ja, das stimmt doch auch. Was muss denn der die Trachtenfabrik genehmigen? Geh. Und außerdem ist Saukopf keine Beleidigung, sondern die bayerische Umgangssprache. Ja. Und den Kreuzdeppen, den du am Fischerauer da in den Kopf geschmissen hast? Auch das war keine Beleidigung, sondern eine Feststellung. Weil der damische Dorfwirt, der hat ja Preise wie in einem Nachtlokal in Paris. Okay. Du warst doch noch nie in Paris. Na, aber in einem Nachtlokal war ich schon mal. Was? Ja, nix. Nein, ich mein, im Hofbräuhaus war ich schon mal. Ja? Und da kostet ein halbes Bier weniger wie beim Toni in der Gastwirtschaft. Dabei kennt das Hofbräuhaus die ganze Welt. Aber frag einmal einen Japaner, ob der den Gasthof zur Post in Rieding kennt. Also, was mache ich jetzt mit dem Dirndlband? Soll ich zum Eisbaum im Lahnhänger oder in der Schneiderei lassen? Weißt du was? Das nehmen wir mal ins Schaufenster. Ich muss sowieso dringend einmal umdekorieren. Wenn's meinst. Vor unserem Geschäft bleibt ja eh keiner stehen. Ja, weil es ausgerechnet draußen ein Halteverbotsschild angebracht haben. Und du meinst, das gilt auch für Fußgänger? Ha. Soll ich zusperren? Moment, wie spät haben wir's? 5 Minuten vor 6. Dann haben wir noch 5 Minuten geöffnet. Ja. Man kann dein Vater alles noch sagen. Aber nicht, dass wir nicht korrekt in die Pleite schlittern. Der Andi wollte noch vorbeischauen. Der soll sich mehr um seinen Hof kümmern, anstatt dir immer den Hof zu machen. Du, der Andi hat großen Erfolg mit seinem Bioanbau. Ja, du, sogar von München kommend, um seine freilaufenden Eier zu kaufen. Es gibt freilaufende Hühner, aber keine freilaufenden Eier. Und wenn du jetzt da mit mir hinaufgehst, dann kriegst du Spiegeleier von freilaufende Eier. So, jetzt ist Feierabend. Na. 17:59 Uhr. Aber geh ruhig schon zum Abendessen. Ja. Ich sperre auf die Sekunden pünktlich zu. Gut, Lisa. Bloß die Büsten möchte ich noch fertig machen. Ja, mach's Licht aus, gell? Es gangen schon die Schaufenster. Die Strompreise, die kann ja fast keiner mehr zahlen. Oh, Mensch, Andi, jetzt geh halt hin. Du, ich hab den ganzen Tag deine Stimme nicht gehört. Oh, Andi, das gibt's doch nicht. Summerer? Grüß dich, Andi. Ich bin's. Die Lisa. Grüß dich, Schatzerl. Ja, was gibt's denn? Du, ich hab für den ganzen Tag deine Stimme nicht gehört. Das ist für Liebesentzug. Ah, da muss ich ja gleich vorbeischauen, wenn die so dringend ist. Ja, Andi, schick die. Ich kann schon gar nicht mehr erwarten, die zum Sehen. Bin schon da, Schatz. Sag einmal, spinnst du? Wieso zum der Schrecker? Ja, also schimpfen kannst du schon wie dein Vater. Ja, ist ja auch wahr, weißt du?
Andi, wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ja, ich war doch gestern erst da. Ja, das sind ja für mich schon 2 Ewigkeiten. Ja. Ja, wenn du mir erlauben hättest, dass ich mit deinem Vater rede, ja, dann kann man endlich heiraten und immer beieinander sein. Hm? Ja, es ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Der Papa hat andere Sorgen. Ja, war denn heute wieder kein Kunde da? Doch. Ja, super! Der hat aber nur nach der Adresse von der neuen Trachtenfabrik gefragt. Oh, oh. Ja, du, dein Vater, der soll den Laden verkaufen. Hm? Du, wir haben das Geschäft in der 3. Generation. Das wäre Verrat an der Familiengeschichte, sagt der Papa. Ja, und was wird sein, wenn du zu mir auf den Hof ziehst? Hm? Wir werden dann das Geschäft weiterführen. Ja, wenn die Mama und der Papa mal aufhören, dann sehen wir schon weiter. Du, wir könnten doch später mal kombinieren. Hä? Ja, so ein Bioladen mit Trachtenstuben oder irgendwas in der Art. Ja. Naja, aber noch ist der Papa ja ein Mann in den besten Jahren. Ja, und ich bin ein Mann in den allerbesten Jahren. Und Bauer und brauche eine Bayerin für meinen Hof. Wenn ich nur wüsste, wie man das Geschäft wieder ankurbeln kann. Ganz einfach. Dein Vater, der soll sich bei allen entschuldigen, die ihn die letzten Jahre beleidigt hat. Dann kaufen sie wieder ein bei ihm. Weißt du was? Es müsste bei euch einmal ein Prominenter einkaufen. Ja, so ein Arnold Schwarzenegger zum Beispiel. Ja, und da kommen die Fotografen gleich mit und der Artikel erscheint dann groß in der Zeitung. Ach, und du meinst, dann strömen die Leute zu uns, weil sie da einkaufen wollen, wo der Schwarzenegger einkauft hat? Genau so ist. Ja, aber woher kriegen wir einen Prominenten? Ja. Also ich bin einmal mit Ottfried Fischer im Kaufhof auf der Rolltreppe zusammengesessen. Und was hat er gesagt? Pass doch auf, du Depp, du Damischer. Ja, habt's denn ihr noch auf? Das ist doch schon nach 18 Uhr. Kriegt ihr doch keinen Ärger mit dem Ladenschlussgesetz? Grüß dich, Kathi. Grüß dich. Wir haben schon zu. Ich hab bloß vergessen zum Zusperren. Das war ja mein Glück, weil ich wollte euch nämlich eigentlich fragen, ob ich bei euch noch ein kurzes Telefongespräch führen darf. Bitte. Die ist mir jetzt gerade noch abgegangen. Ja. Hallo Hedi? Ja, da ist die Kathi. Ich wollte nur sagen, die Huber Bayerin ist jetzt doch nicht schwanger. Nein, ich weiß das ganz genau. Ich war doch gestern bei denen auf dem Hof. Stell dir vor, stell dich doch nachmittags um 4 Uhr mit Negligé am Trog und fudert das heim. Das müsst ihr mal vorstellen. In Gummistiefel und im Negligé. Was? Du weißt nicht, was ein Negligé ist? Nein, Hedi, das ist kein Arbeitsanzug. Wenigstens nicht für eine Bayerin. Ein Negligé, das reicht vom Busen bis zum Oberschenkelansatz. Danke. Ja. Ha? Was das für eine Männerstimme ist? Das ist doch bloß der Meier Andi. Ja, du weißt doch, das ist doch das Gspusi. Das Gspusi von der Lisa. Ich bin nämlich gerade bei den Pointingers im Trachtenladen. Nein. Natürlich kaufe ich da nix ein. Da kauft doch kein Mensch mehr was ein. Nein, ich wollte bloß mit dir telefonieren, Hedi. Also jetzt pass einmal auf. Ein Negligé. Das reicht vom Brustansatz bis zum Ort der heimlichen Begierde. Du weißt nicht, was der Ort der heimlichen Begierde ist. Dann brauche ich dir auch nicht erklären, was ein Negligé ist. Andi. Schmeißen aus. Ja, warte, ich hab da eine bessere Idee. Nein, Hedi. Wann kommt er denn, der Herr Präsident? Wer? Ja, wann der Herr Präsident kommt. Hedi, ich muss jetzt Schluss machen, gell? Wie heißt's immer? Fasse dich kurz. Ich bin ja schließlich Koratschen. Ja. Was war jetzt mit dem Ministerpräsidenten? Ministerpräsidenten? Lisa, weißt du was von einem Ministerpräsidenten? Na? Gehirn tue ich fein noch gut, gell? Du hast doch gerade zur Lisa gesagt,
wann kommt er denn, der Herr Ministerpräsident? Also das Wort Ministerpräsident habe ich nie gesagt. Ach, ich hab's doch ganz deutlich gehört. Also komm, Andi, raus mit der Wahrheit. Du, wenn ich will, dann kann ich schweigen wie ein Grab. Du willst bloß leider nie. Andi, darfst du mir bitte schon einmal den Korb da runter dort? Andi, ich schwöre dir, von mir erfahrt niemand auch nur ein Wort. Auch der Kali nicht. Also wie kommst denn du jetzt auf unseren Dorfpolizisten? Ja, als anständige Bürgerin müsste ich ihm ja eigentlich sagen, dass euer Laden nach 18 Uhr noch geöffnet war und ein Kunde sich innerhalb der Geschäftsräume befunden hat. Der Andi ist kein Kunde. Objektiv gesehen vielleicht nicht, aber dem äußeren Anschein nach hätte er theoretisch einer sein können. Ja, aber du wirst schweigen wie ein Grab. Genau. Was ist jetzt mit dem Ministerpräsidenten? Ich kann jetzt nicht drüber reden. Noch kein Problem. Dann redet ihm die Lisa drüber. Ich? Ja, aber ich hab doch keine Ahnung, was du gehört hast. Aber Lisa, die Kathi kann doch schweigen wie ein Grab. Ja, also darf sie ihre sagen. Meinetwegen darfst du dir alles sagen. Jetzt pass auf, Kathi. Ja, das ist ein riesiges Geheimnis. Top Secret, wie die Amerikaner sagen. Verstehe. Top Secret. Ja. Auch amerikanische Geheimnisse sind bei mir sicher. Er kommt wahrscheinlich. Der George W. aus Amerika kommt zu uns nach Rieding. Na, nicht der amerikanische. Ah, nicht? Ja. Ja, was tat der auch da, gell? Wir haben ja kein Öl. Ja, ich kombiniere. Der bayerische Ministerpräsident kommt daher. Ja, das hast jetzt du gesagt, Kathi. Ja, ich meine, es gibt ja viele Präsidenten. Zum Beispiel gibt es einen von der Geflügelzüchtervereinigung. Ja, verstehe. Du darfst nichts sagen. Top Secret. Ja, also ich sag nur so viel. Wenn einer ein neues Trachtengewand braucht, weil er aufs Oktoberfest gehen muss, ja, dann braucht er doch schließlich ein kompetentes Fachgeschäft. Oktoberfest. Und wer steht da neben unserem Oberbürgermeister? Der Ministerpräsident. Ach so. Jetzt reden wir nicht mehr lange um den heißen Brei rum. Der bayerische Ministerpräsident kommt daher und lässt sich bei euch einkleiden. Kathi, an der Geschichte, das ist kein wahres Wort. Ja, an Top Secret ist nie was wahr. Ja, also das hast jetzt du gesagt, Kathi. Es ist doch nicht zu fassen. Da kommt nach so langer Zeit endlich einmal wieder ein Kunde und dann gleich so ein Hochgestellter. Und was ist mit ihrer? Mit wem? Ja, mit der Frau Ministerpräsidentin. Was soll mit der sein? Na, also wenn er ein neues Trachtengewand braucht, dann braucht doch sie gewiss ein neues Dirndl. Also man kann alles über die sagen, Kathi, aber deine Kombinationsgabe, die ist einmalig. Ich muss gehen. Ich muss jetzt sofort gehen. Kathi, du, wir haben kein Wort gesagt. Und ein Geheimnis, das ist ein Geheimnis. Ein Staatsgeheimnis. Von mir erfahrt niemand ein Sterbenswörterl. Niemand! Ich schwöre, Top Secret! An der Geschichte ist kein Wort wahr, gell? Du, der Andi, der hat ja bloß einen Schmarrn gekriegt, gell? Du, Kathi, gell? Verzeih mir ja keinen Schmarrn, gell? Du, völlig wurscht, wenn die als erstes trifft, die wird dem brühwarm verzeihen, dass der Ministerpräsident und seine Gattin bei uns ein Trachtengewand bestellt hätten. Ja, aber haben wir auch nur ein Wort davon gesagt? Naja, du hast sehr merkwürdige Andeutungen gemacht. Ja, Andeutungen. Andeutungen sind keine Behauptungen. Du hast gesagt, der Präsident kommt. Ja, aber nicht welcher. Ich weiß nicht. Aber irgendwie bin ich schon ein verrückter Hund. Ein Märchenerzähler bist. So, und jetzt? Jetzt ist Feierabend. Ja.
Guten Morgen, Frau Bultinger. Einmal Semin, die Tageszeitung und einen schönen Tag. Danke, die Fritzi, dir auch. Lisbeth! Lisbeth! Mein Lisbeth, ist es wahr? Guten Morgen erst einmal. Ja, grüß dich. Du, ist es wahr? Ja, was soll denn wahr sein? Magst du einen Kaffee? Ja, gern. Dass der Herr Ministerpräsident und seine Frau bei euch ein Trachtengewand in Auftrag gegeben haben. Wer hat denn den Schmarrn erzählt? Ja, die Kathi. Ja, die rennt durch den ganzen Ort und erzählt es jedem. Die Kathi spinnt. Ja, das schon. Aber sie hat nicht so viel Fantasie, dass sie sich das aus die Finger saugt. Wenn der Herr Ministerpräsident bei uns einkaufen sollte, müsste die das doch als Erste wissen. Ja, wissen schon. Aber sagen darfst du das halt nicht, hm? Warum soll denn ich das nicht sagen dürfen? Ja, weil sowas ein Staatsgeheimnis ist. Schon aus Sicherheitsgründen. Aus was für Sicherheitsgründen? Ja, aus Schutz vor Attentätern, Sprengstoffanschlägen und Ähnlichem. Wenn der Ministerpräsident nach Reading kommt. Aha, jetzt hast du verraten. Er kommt also doch. Du, ich hab kein Wort gesagt, gell? Ja, weil es dir die Staatskanzlei verboten hat. Die Staatskanzlei hat mir gar nichts zu verbieten. Warum? Glaubst du, also auf dich können sie wirklich stolz sein in München drin. Und warum? Warum? Weil aus dir kein Wort zum Rauslocker ist. Jetzt pass mal auf, Michi. Ich weiß ja nicht, was die Kathi da schon wieder rumerzählt hat, aber die redet viel, wenn der Tag lang ist. Du, was will sie denn für ein Dirndlgewand, ha? Die Kathi? Nein, die Frau Ministerpräsident. Woher soll denn ich das wissen? Also jedenfalls, ich darf auch eins brauchen. Du, ein Dirndl von uns? Ich hab mir gedacht, der Toni hätte verboten, dass du bei uns einkaufst. Der Toni hat mir überhaupt nichts zum Verbieten. Bin doch schließlich eine emanzipierte Frau. Aha. Und warum hast du dann seit 2 Jahren unseren Laden nicht mehr betreten? Du mei, ich hab ja kein Dirndlgewand braucht. Aber das, was du da hast, ist auch nicht von uns. Das habe ich draußen im Werksverkauf gekauft. Spottbillig. Naja, aber eigentlich gefällt's mir nicht. Ja, mir auch nicht. Ja, drum brauche ich halt ein neues. Und der Toni hat dir wirklich nicht verboten, dass du bei uns einkaufst? Schau ich vielleicht so aus, als würde ich mir vom Toni was verbieten lassen? Ja. Du, das kannst du ihm jetzt gleich selber sagen. Der kommt nämlich direkt auf unseren Laden zu. Um Gottes Willen. Du, was mache ich denn jetzt? Ja, als emanzipierte Frau wirst dem du mutig deine Meinung sagen. Ja, das mache ich ja. Aber nicht gerade heute. Wo soll ich denn hin, hä? Weißt du was? Stellst dich ins Schaufenster und rührst dich nicht. Grüß dich, Lisbeth. Grüß dich, Toni. Ist der Bruno nicht da? Nein, der frühstückt noch. Soll ich ihm schreien? Nein, lieber nicht. Meine Frau, die hat mich heute schon zusammengeschissen, weil es gestern ein bisschen spät geworden ist. Ja, und das reicht mir als Beschimpfung für einen Tag. Und? Was kann ich für dich tun? Ja, ich brauche eine neue Lederhosen. Lederhosen? Ich hab mir gedacht, du wolltest unseren Laden nie mehr betreten. Sag niemals nie, hat der James Bond schon gesagt. Du, genauso ein Dirndlgewand hat die mich auch. Das hast du aber nicht bei uns gekauft. Es ist nämlich keine gute Qualität. Sowas verkaufen die Hexen als Secondhand. Hast du was gesagt? Ja. Also eigentlich hätte ich gerne eine handgestickte. Was, eine handgestickte? Aha. Ja, gern, aber das weißt schon, dass die 200 bis 300 Euro teurer ist. Aber was soll's? Maßgeschneidert ist maßgeschneidert, ja. Und die Zeit für die 14 Anproben, die nehme ich mir rein. Was? 14 Anproben für eine Lederhosen? Und einen Janker brauche ich auch noch. Aha. Da schau her, der Halsabschneider wird das auch noch. Bruno, stell dir mal vor, der Toni möchte handgestickte Lederhosen und einen Janker. Ja, das kann er sich ja leisten bei seinen Preisen. Alles ist teurer geworden, mein lieber Bruno. Sag blöder Hund zu mir, aber nenn mich nicht lieber Bruno. Er ist und bleibt ein Querkopf. Aber der beste Trachtenschneider weit und breit,
Ja, komm, Bruno, wir sind da nicht ab. Nein, im Moment habe ich gar keine Zeit. Aber du schau doch einmal in der Buch rein, ob nicht nächste Woche noch ein Termin frei ist. Da brauche ich nicht nachschauen. Das kann ich dir so auch sagen. Wann willst du denn kommen? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Langsam. Mittwoch geht bei mir in den Nachmittag, weil da hab ich Vormittag einen ganz wichtigen Termin. Interessant, Mittwochvormittag. Was hat man denn am Mittwochvormittag für einen wichtigen Termin? Ich werde ja gerade dir auf die Nasen binden. Ja, dann kommst du halt am Mittwochnachmittag, Toni. Von wann bis wann ist denn dein wichtiger Termin? Am Mittwochvormittag? Von 10 bis 11. Ja, dann könnt ihr ja gleich kurz nach 11 kommen. Ja, meinetwegen. Hast du was gesagt, Lisbeth? Dann schreibe ich ein am Mittwoch um 11, gell? Mein Ja, Toni. ist schon recht. Viert euch nachher. Vierte, Toni. Bruno, lass du doch einmal wieder singen bei mir. Kriegst ab sofort Hauspreise. Ja. Besonders wenn du einen Gast mitbringst. Ja, weißt schon, falls da halt einmal rein zufällig eine höher gestellte Persönlichkeit über den Weg laufen hat, gell? Viert euch nachher. Vierte. Sag mal, was ist denn mit dem los? Bist du am helllichten Vormittag schon gesoffen, oder was? Also, ich komm dann auch am Mittwoch um 11. Hast du was gesagt, Lisbeth? Nein, das war unser Schaufensterpuppen. Hast du heute auch schon was getrunken? Jetzt hab ich einen Krampf in die Füße. Ja, Michi, was machst denn du da? Ja, die Michi wollte am Toni nicht begegnen und dann habe ich gesagt, sie soll sich ins Schaufenster reinstellen und soll sich nicht bewegen. Ja, und jetzt hab ich einen Krampf in die Füße, dass ich mich nicht mehr rühren kann. Dann ganz gleich stehen bleiben als Dekoration. Dann haben wir endlich einmal eine prominente Schaufensterdekoration. Die Postwirtin persönlich. Papa la Papi, ich will jetzt da raus. Langsam. Au. Ja, du musst dich schon bewegen, sonst kriegst du den Krampf nie los, nicht? Ja, also ich komm dann auf alle Fälle auch am Mittwoch um 11. Da triffst du aber auf den Toni, gell? Das ist doch mir wurscht. Aber dann treffe ich sicher auch auf ihn. Auf wen? Ja, auf deinen wichtigen Termin. Was interessiert denn die mein Zahnarzttermin? Was, du gehst zum Zahnarzt? Naja, wenn mir ein Plomber ausfällt, kann ich schlecht zum Orthopäden gehen, oder? Seit wann fällt dir ein Plumpen? Ja. Seit letzten Sonntag. Weißt du, Schatz, wie der Schweinsbraten gemacht hast, die Krusten war doch ein bisschen argresch. Elisabeth, bin ich deine beste Freundin? Nein. Na, also siehst das. Jetzt komm, ruck halt schon raus. Wann kommt's? Wir erwarten keinen Besuch. Also, was ist jetzt? Wusst du jetzt der Dirndlgewand oder nicht? So, jetzt habe ich es fertig. Ein neues Dirndlgewand. Grüß dich, Lisa. Servus. Du, für wen ist das neue Dirndlgewand? Für die Person, der es passt und gefällt. Also Geschmack hat sie. Ja. Das muss man ihr lassen. Sie hat auch bei mir gelernt. Wer hat bei dir Ja, gelernt? die Lisa, nicht? Und darum ist sie eine tüchtige Trachtenschneiderin geworden. Die Rätin von der Lisa. Du Mama, wolltest du das doch nicht ins Schaufenster hängen? Na, wer weiß. Vielleicht verkaufe ich es ja morgen schon. Morgen? Also gut, dann komme ich also morgen zum Maß nehmen. Also gut, schreibe ein. Wann willst du kommen? Um 8 Uhr. Moment. Wir machen erst um 9 Uhr auf, gell? So, ja dann komme ich halt um 9 Uhr. Und geh, tue ich um 6 Uhr. Vierte. Sag mal, was möchte denn die Michi den ganzen Tag bei uns im Geschäft machen? Ja, sie hofft halt, dass sie die zwei bei uns antrifft. Könntest du dich vielleicht ein bisschen präziser ausdrücken? Es ist ja so, die Kathi erzählt im ganzen Ort, dass der Herr Ministerpräsident und seine Gattin bei uns eine Trachtengewand kaufen wollen. Die kann sich ein ganzes Jahr bei uns einmieten und wird niemals einen Ministerpräsidenten antreffen. Ja, aber im Grund kann uns das doch völlig wurscht sein, was die Katja überall rum verzeiht. Die Hauptsache ist doch, dass die Leute wieder bei uns einkaufen. Die Leute sollen bei uns einkaufen, weil wir gute Qualität bieten, nicht wahr? Die werden doch glauben, wir hätten dieses Gerücht in die Welt gesetzt, um Kundschaft anzulocken. Geschmarren. Wer soll denn auf so eine Idee kommen? Okay, sowas kann uns doch nicht einmal im Traum einfallen, Papa. Servus,
Karli, grüß dich. Wachtmeister Huber, bitte. Ich bin im Dienst. Oh, Entschuldigung, Herr Wachtmeister, wichtig. Gleich mit Verstärkung, was gibt's denn? Ja, Frau Kollegin, Sie können sich schon mal ein bisschen umschauen. Gell? Jawohl, komm, Bulli. Schauen wir mal schnell. Wo führen die Treppen da hin? In unserer Wohnung. Sie, Frau Polizei, einen Moment bitte. Sie, ich habe in meinem Wohnzimmer einen Schnupftabak, also nicht, dass das vielleicht mit was anderem verwechseln, wissen Sie. Ich bin zwar blond, aber nicht blöd. Sie haben ja einen Hund dabei, gell? Ja. Passen Sie auf, gell, weil der ist im Dienst. Oh, Jesus, nein. Ich verstehe aber ganz Spaß. Kollege Götz, gehen Sie doch einmal mit. Gell? Ja, Wo geht's denn da? da ist ein Schild an der Tür, da steht dort Schneiderei. Also wird's da kaum in die Tiefgarage gehen, gell? Aha, Witzbold. Ja. Und diese Tür führt nach draußen. Vierte Kali. Wachtmeister Huber, bitte. Also ich muss doch um ein bisschen mehr Zusammenarbeit bitten, ja? Immerhin bin ich für die Sicherheit hochgestellter Persönlichkeiten verantwortlich. Jetzt fangt ihr auch noch mit diesem Blödsinn an, ha? Wir erwarten keinen Besuch, Herr Wachtmeister Huber. Ja, also ich werde eure Verschwiegenheit in meinem Abschlussbericht lobend erwähnen. Ah, die Kollegen sind wieder da. Also, wir werden alle Türen zusperren. Ja? Und die Schlüssel nehme natürlich ich in Verwahrung. Ah, gut. Ja, und der Vorhang da, der muss natürlich weg, damit man alles sieht. Gell? Oh, ja. Oh, der ist wohl im Dienst. Ja. Also, die Schaufenster werden alle leergeräumt. Ah. Und ich persönlich werde hier direkt neben der Eingangstür Posten beziehen. Okay? Also, Kollegen, das war's. Alles Weitere durch die Staatskanzlei. Jawohl, bitte, dann gehen wir wieder zurück aufs Revier. Jawohl. Kann ich dann spielen wir alle miteinander, Räuber und Gendarm. Lisa, kümmere dich um den Inspektor Derek. Ich gehe mit der Mama ins Stofflager. Möchten Sie bei mir noch eine Leibesvisitation vornehmen? Bist du wahnsinnig, der macht das. Oder der Versuche? Frau Pointinger, bitte machen Sie sich nicht lustig über mich, gell? Weil die Last der Verantwortung auf meinen Schultern, die drückt mich eh schon so arg. Du gehst halt auch schon ganz krumm, Herr Wachtmeister Huber. Also, Herr Wachtmeister Huber, was kann ich noch für Sie tun? Lisa, doch nicht so förmlich. Du bist im Dienst. Also nenn mich nicht Liesel. Ja, aber ich muss doch Vorbereitungen treffen. Das steht doch in meinen Dienstvorschriften. Absatz 24, Personenschutz und Gebäudesicherung. Du glaubst also den Schmarrn auch, den die Kathi überall rumverzeiht? Die Ermittlungen gehen in zweierlei Richtungen. A, er kommt und dann muss für seine Sicherheit gesorgt werden. Oder B, es handelt sich um den Tatbestand der Vortäuschung einer Vortäuschung. Und dieser muss strafrechtlich verfolgt werden. Alles peu à peu. Oder C, es handelt sich um ein dummes Gerücht. Ja, die Kathi, das ist eine alte Tratschen, aber es ist immer etwas Wahrheit an ihren Geschichten. Vor 2 Monaten hat sie überall rumverzählt, dass sie mit eigenen Augen gesehen hat, wie ein Eisbär ein Lamm gerissen hat. Ja, sie sieht doch nicht mehr so gut. Das war der weiße Koder vom Schneiderer. Und es war kein Lamm, sondern eine Feldmaus. Ja, jeder Mensch kann doch einmal Fehler machen. Du hast es aber glatt, hast ermittelt und alle haben die öffentlich ausgelacht. Das ist halt mein Berufsrisiko. Ja, schon. Aber jetzt riskier halt nicht nochmal eine Pleite. Es war bisher noch kein Ministerpräsident da und es wird auch keiner kommen. Kannst du mir das schwören? Ich kann nur schwören, dass für uns weder mündlich noch schriftlich noch sonst irgendwie mit irgendeinem Ministerpräsidenten Kontakt aufgenommen worden ist. Also gut, lassen wir die Sache. Ja. Oh du, sag einmal, Liesel, wie schaut's denn eigentlich mit uns zwei so aus? Oh, Karli, nicht schon wieder dieses Thema.
Ich hab dich vor 2 Jahren gefragt, ob du dich mit mir verloben willst, und du hast halt bis heute nicht die richtige Antwort gegeben. Ja, das müsste ja eigentlich Antwort genug sein, oder, Karli? Du hast mir jetzt 99 Mal gefragt, Karli. Langsam wird's langweilig. Langweilig wird es bloß, weil du immer Nein sagst. Karli, jeder im Ort weiß, dass ich mit dem Andi gehe. Mit einem Bauern, der sich gerade einen Bio-Bauernhof aufbaut. Ja. Liesel, das ist doch keine gute Partie. Und außerdem kannst du als Bäuerin das Geschäft auch nicht mehr weiterführen. Und dein Vater, der verlässt sich ja auf dich, gell? Und ich meine, so als Frau von einem Beamten mit geregeltem Einkommen, dann wäre es ja überhaupt kein Problem, wenn du in deiner Freizeit in einem Trachtenladen arbeitest, in dem keiner einkauft. Danke, Karli, aber ich hab meine eigenen Pläne. Karli. Liesel, du musst doch an deine Zukunft denken. Schau, Kindergeld, geregelte Altersversorgung. Ja, das hört sich ja alles wunderschön an, Karli. Ja. Aber ein bisschen Liebe sollte halt auch mit im Spiel sein, meinst du nicht? Liebe ist wie ein Blitz am Himmel, und wenn der vorbei ist, dann donnert's. Da schau her. Der Herr Wachtmeister. Einmal bringst du eine Sturmwarnung. Oder brauchst du ein neues Trachtenwand? Also leisten könnte ich's mir ja. Man ist ja schließlich Beamter. Magst du auch mit Brotzeit machen, Herr Beamter? Servus, Andi. Grüß dich. Gibt's was zum Feiern? Freilich, den Erfolg von unserer Werbeidee. Ja. Werbeidee? Was habt's denn ihr für eine Werbeidee? Ja, Moment einmal. Der Andi wollte sagen, dass er jetzt schon so lang um mich geworben hat, dass wir uns endlich verloben kannten. Ist das nicht eine tolle Idee? Ach so. Ja, ihr wollt also bei einer Brotzeit Verlobung feiern. Ja, warum denn nicht? Komm, Karli, jetzt setz dich hin. Ich hol schon mal Gläser. Danke. Ich bin im Dienst. Und außerdem muss ich jetzt noch die Kathi finden. Die werde ich nämlich ins Kreuzverhör nehmen. Sie hat nämlich eventuell mit einer Anzeige wegen der Störung der öffentlichen Ordnung zu rechnen. Die Kathi? Okay. Was hat denn die Kathi verbrochen? Ja, stell dir vor, die Kathi verzeiht überall im Dorf umeinander, dass der Herr Ministerpräsident und seine Gattin bei uns ein Trachtengewand bestellt hätten. Okay. Ja. Das gibt's ja nicht. Wie kommt denn die Kathi auf uns so einen Schmarrn? Das herauszufinden ist Amtssache, ja? Ich dulde in meinem Revier keine unaufgeklärten Kriminalfälle. Trachtenmoden-Pointinger, grüß Gott, was kann ich für Sie tun? Was, aus Würzburg? Sie möchten gerne einen Trachtenanzug. Ja, gibt's in Würzburg kein Trachtengeschäft? Heute, mein Sie kaufen nur in den besten Häusern ein. Ja, dann kommen Sie halt nächste Woche einfach einmal vorbei. Ja. Adresse. Ihre Adresse haben Sie? Der seine, unsere. Ich meine, unsere Adresse haben Sie? Oder. Entschuldigung, haben Sie, gell? Gut, also dann bis nächste Woche, Herr Kindermann. Dankeschön, auf Wiederhören. Das war halt schon der 10. Die Leute sind wie verrückt. Ich sage, eigentlich müssen wir der Kathi ein Denkmal setzen. Ich weiß nicht, du, aber ein bisschen ein ungutes Gefühl habe ich vorher schon dabei. Wieso denn? Wir haben doch das Gerücht nicht ins Weg gesetzt. Hier standen Justaf. Berlin-Mitte. Ah, Bruno Pointinger, Rieding Nord-Nordost. Mit was können wir dienen, Herr... Justaf. Und wer hat den Nachname? Justaf. Ja, weiter? Ich heiße mit Vornamen Justaf und mit Nachnamen auch.
Also, Herr Och. Was können wir für Sie tun? Ich glaube, ich stehe auf der Leitung, wa? Also nochmal für Gebirgsbewohner. Ich heiße mit Vornamen Gustav und ebenso da Gustav mit Nachnamen. Das ist aber lustig. Oh. Nee, das ist Tradition. In unserer Familie ist der Erstgeborene immer Gustav. Die Spieler, die preisen. Stell dir vor, du sagst Pointinger Horst. Ja. Das ist also dieser weltberühmte Laden, wa? Sieht eher bescheiden aus. Ja, das ist Absicht. Ah, verstehe. Understatement. Understatement? Unterwäsche führen wir leider keine. Das ist komisch, das muss ich mir merken. Was heißt Unterwäsche auf Englisch? Understatement. Herr Gustav, was können wir denn für Sie tun? Also ich brauche Trachten, ja. 4 männliche und 7 weibliche. Ja, und was verstehen Sie da so unter weibliche Trachten? Naja, so ein Caroline Reiber-Kleid, ja. Ein bisschen bunt, ein bisschen gerafft und ein Ausschnitt, wo man die Gebirgskette sehen kann. Ich könnte mir vorstellen, der Mann der Dirndlwand. Herr Gustav, darf ich einen Espresso anbieten? Aber immer doch. Haben Sie so eine große Familie? Nee, aber ich richte doch jedes Jahr das Oktoberfest der Bayerischen Landesvertretung in Berlin aus, ja? Und da hat mir gedacht, das wäre doch ein irrer Gag, wenn meine Bedienungen in Trachten servieren, die aus dem Laden stammen, in denen auch der bayerische Ministerpräsident Kunde ist, wa? Herr Gustav, das Ganze ist ein Missverständnis. Bei uns hat noch nie ein Ministerpräsident eingekauft und wird auch nie einer einkaufen. Natürlich nicht, natürlich nicht. Haben Sie mir schon im Rathaus gesagt. Sie dürfen darüber nicht quatschen. Staatsgeheimnis. Wir reden nicht drüber, weil das Ganze ein Schmarrn ist. Ja, aber klar doch. Wir Preußen wissen doch, was Disziplin ist, ne? Wir haben sie ja schließlich erfunden. Die Sturheit haben Sie auch erfunden. Herr Gustav, welche Größe brauchen Sie denn? Ja, also, für die Damen 4x50 und 3x52 und für die Herren 2x38 und 2x40. Wahrscheinlich umgekehrt, gell? Naja, meinetwegen auch, ja. Also, die Auswahl der Stoffe und Modelle überlasse ich Ihnen. Es sollte nur dem Stil des Herrn Ministerpräsidenten und seiner teuersten Gattin entsprechen. Wir verstehen uns, wa? Und bis Ende August muss alles in Berlin sein. Ja, Lisbeth, dann notier mal. Bis Ende August 11 Mal Tracht für Herrn Aujust. Wie ich ihn liebe, diesen feinsinnigen bajuwarischen Humor. Grüß Gott. Der Herr Bürgermeister persönlich gibt Sie die Ehre. Grüß dich. Grüß dich Gott, Lisbeth. Na, waren Sie erfolgreich, Herr Gustav? Nein, Moment bitte, der heißt nicht Gustav, der heißt Gustav. Ja, heißt Gustav. Ja, das spricht sie heute Gustav, nicht? Ja, Herr Gustav. So ist das. Wir Berliner haben das nicht so mit dem Buchstaben G, wa? Herr Bürgermeister, Was denn? wenn ich Sie jetzt über den Stand meiner Ermittlungen aufklären dürfte. Was jetzt? Ja. Wo ich staatspolitische Entscheidungen von größter Tragweite zu entscheiden habe. Die vielleicht ja gar nicht entschieden werden müssen. Na, jetzt wird's doch. Wachtmeister Huber, möchtest du mich vielleicht darüber belehren, was in der Politik nötig ist und was nicht? Aber nein, Herr Bürgermeister, ich wollte ja bloß sagen, Dass du mir dann Rapport erstattest, wenn ich dich dazu auffordere. Ali, um was geht's denn, Herr? Ja, also ich habe... Kali! Ja, also ich habe nichts mehr zu sagen, bis dass der Herr Bürgermeister sagt, dass ich was zu sagen habe. Also, geht doch. Sagt mal, können wir die Sitzgruppen da für ein paar Stunden in die Schneidereien aussteigen? Warum? Ja, ich darf da gern das kalte Buffet aufbauen lassen. Ein kaltes Buffet für wen? Auch sagen wir so, für 10 bis 20 Personen. Mit Kaviar und Gänsestopfleber oder was? Nein, schon einheimische Produkte. Ja, Käse, Wurst, Schinken und eine Schüssel mit Fleischpflanzen. Ich weiß zwar nicht, wie Fleischpflanzen aussehen, aber
Ich würde doch ein heimisches Blumenarrangement bevorzugen. Nein. Fleischpflanzerl sind das, was bei euch Berliner Buletten sind, Herr Gustav. Und warum heißen die dann Pflanzerl? Das ist weil... Weil die immer schon Pflanzerl heißen. Ah, verstehe. Ja. Denkst du denn, du Berliner Pflanze? Denkst du denn, ich liebe dir nur, weil ich mit dir tanze? Genau. Genau, Herr Gustav. Musik brauchen wir natürlich auch, gell? Ja, ich denke mal, wir platzieren die Trachtenkapelle da vor die Eingangstür. Aha, wo soll dann die Löwendressur hin? Was? Und die Decke, ist die nicht ein bisschen zu niedrig für die Trapeznummer? Also für Scherze habe ich jetzt wirklich keine Zeit, Bruno. Also ich meine, so ein Empfang, der muss doch präzise vorbereitet sein. Jawohl. Ja, dass der hohe Gast das Gefühl hat, man hätte alles nur so auf die Schnelle improvisiert. Jawohl. Wenn ich mal was anmerken dürfte, Herr Bürgermeister. Ja. Ich bin ja gelernter Gastronom, ne? Und wenn Sie einen Fachmann für die Buffetbetreuung brauchen, dann stelle ich mir gerne zur Verfügung. Zu gütig. Na, ein Angebot, das ich gerne annehme. Ja. Ich nehme ganz was anderes an. Nämlich, dass da herin nicht mehr einige richtig im Kopf sind. Ja, wer oder was bitte soll denn hier empfangen werden? Mein Gott, er natürlich. Wer? Natürlich. Ja, Herr Bürgermeister, Was ist denn schon wieder? ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit... Richtig, Wachtmeister, mir zu überlegen, von wo aus ich dann meine Begrüßungsansprache halten werde. Ja, ich denke mal, wir tun die Theken da auf die Straßen aus und stellen da ein Rednerpult auf. Moment, da wird überhaupt nichts ausgestellt und aufgestellt, gell? Immerhin ist das noch mein Lohn da. Bruno, stell dich nicht quer, sonst lasse ich dich Kraft meines Amtes für die nächsten 24 Stunden enteignen. Komm mal, Karli. Darf der das? Da müsste ich erst meine einschlägigen Dienstvorschriften Was? studieren. Er darf. Also wenn Sie mich fragen, ja? Wenn bei einem Staatsbesuch ganze Straßenzüge für das gemeine Volk gesperrt werden dürfen, dann kann die Staatsmacht sich ja auch lokale Objekte vorübergehend stilllegen. Was ist denn da los? Legislative und Exekutive bei uns im Land? Nein, der heißt nicht Exekutive und auch nicht Legislative. Der heißt Gustav und kommt aus Berlin, wie man erkennen kann. Also, Wachtmeister, dann schreiben wir mal alles auf. Welch naturschönes Edelweiß betrat justamente den Raum. Ist der irgendwo mit dem Kopf aufgesessen? Na, der versucht gerade dir ein Kompliment zu machen. Gestatten, Gustav, Großgastronom. Ein preislicher Oberkellner. Lisa, groß, klein und Änderungsschneiderin. Ich bin geplättet, wa? Ja, freilich. Bügeln kann ich auch. Nur mit Mangelwäsche hab ich nichts am Hut. Also im Moment kann ich Ihnen nicht folgen. Boah, das darf ich auch nicht zulassen. Ich gehe mich nämlich jetzt umziehen. Lisa, ich müsste auch noch mal mit dir reden. Es geht doch um die Kathi und um das Gerücht. Das heißt Gericht. Und dafür bin ich zuständig als Gastronom. Aber nun lassen Sie das Fräuleinchen doch erstmal die Kleider wechseln. Jawohl. Und rede nur dann, wenn ich dir ausdrücklich die Erlaubnis dazu erteile. Klar? Jawohl, Herr Bürgermeister. Also, na, Lisa, würdest du dich bereit erklären, Blumen zu streuen? Tja, wollen Sie heiraten, Herr Bürgermeister? Sepp, warum sagst du denn das nicht gleich? Ja, selbstverständlich kannst du deine Hochzeitsfeier bei uns im Laden abhalten, nicht wahr? Ja, natürlich. Und tanzen gehen sie auf der Straße draußen. Hä? Ach so! Na ja, wenn euch das lieber ist, dann nehmen wir jetzt als Codewort die Hochzeit. Ja, es langt ja, wenn du, die Lisbeth und ich wissen, was damit gemeint ist. Gell? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Den hat mal ein ganz berühmter Mensch gesagt. Ich komme bloß nicht auf seinen Namen. Ah, das war bestimmt der Kali. Ja, der kann ja sogar Französisch. Gell, Kali? Peu à peu. Also, Bruno, ich nehme mal an, dass die Hochzeitsfeier am Mittwoch stattfindet. Ja, wenn's das du nicht weißt, wer soll es dann wissen?
Also ich bin ja besonders helle, weil ich ein Berliner bin, wa? Aber jetzt habe ich doch eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und ich bin zwar eine noch hellere Bajovarin, aber im Moment bin ich leicht überfordert. Also, wenn die von Hochzeitsfeier reden, ja, dann meinen die den bevorstehenden Besuch. Also, Bruno, du musst jetzt endlich mal ein klärendes Wort reden. Das versuche ich ja schon die ganze Zeit, aber es hört mir ja kein Mensch zu. Aber geh, Bruno, ich habe doch immer ein offenes Ohr für dich. Ich weiß, ein offenes Ohr und ein zuckendes Auge, gell? Jawohl. Pass einmal auf, Sepp, sei so gut, bitte. Moment einmal. Lisbeth, ich hoffe doch, dass ihr die bayerische Hymne auswendig kennt. Selbstverständlich. Gut. Gott mit dir, du Land der Bayern. Danke, das genügt. Was ist mit dir, Bruno? Deutsche Erde, Vaterland. Alle Strophen auswendig, alle Strophen. Ich kann die nicht. Ja, Gott sei Dank. Aber ich könnte ja im Anschluss die deutsche Nationalhymne singen. Na, bitte. Naja, um die Verbundenheit der Restrepublik mit dem Freistaat Bayern eindeutig unter Beweis zu stellen, wa? Ja, also darüber muss ich erst nachdenken. Weil Soloauftritte von Preißen können unter Umständen peinlich wirken. Kann ich jetzt endlich ein offenes Wort an dein offenes Ohr und an dein zuckendes Auge richten? Tut mir leid, Bruno, jetzt muss ich gehen. Ja, ich habe für euch für eine Gemeinderatssitzung einberufen. Ja, da geht es um den Blumenschmuck von den Zufahrtsstraßen, nicht? Um die Beflaggung vom Rathausplatz. Rathausbeflaggung? Ja, aber am Donnerstag, wenn sich dann alles wieder beruhigt hat, nehme ich mir stundenlang Zeit für die, Bruno, gell? So, Wachmeister Huber, ich möchte jetzt gehen. Da weg, pass doch auf! Bitte schon, aber Herr Bürgermeister, die Karte haben... Ja, da merken wir auch mal auf die Socken machen, wa? Man will ja eine gewisse Gepflegtheit ausstrahlen, wenn man dem Ministerpräsidenten die Hand schüttelt. Haare waschen, Pediküre, Maniküre. Ja, und wo die Konfitüre, ich meine, wo die Ladentüre ist, das wissen sie ja immer, wo es ausgeht. Also, dass sie jetzt noch so viel Sinn für Humor haben, das finde ich schnieke. Wo sich doch ab Mittwoch ihr Leben radikal verändern wird. Herr Gustav, wenn Sie vielleicht die Bestellung unterschreiben würden, ja, bitte. Aber klar doch, das muss ja alles seine Ordnung haben, wa? Ja, das ist ja sowieso der reinste Chaos hier, wa? Was denn? Hochdeutsch können Sie auch? Ich fall von einer Überraschung in die andere. Ja. Ich fürchte, da werden demnächst noch einige von einer Überraschung in die andere fallen. Ja. Lisbeth, pack einen Koffer, wir fahren bis Donnerstag zu deiner Mutter. Zu meiner Mutter? Jawohl. Ja, aber die kannst doch du nicht leiden. Das ist mir wurscht. Die fahren am Mittwoch lauter wahnsinnig hier auf die Pellerucke. Verbringe ich lieber 3 Tage Auge in Auge mit einem alten Drachen. Guten Morgen, Fritzi. Guten Morgen. Mama Semin, eine Tageszeitung und einen schönen Tag. Ja, wünsche dir auch, Fritzi. Guten Morgen. Stellt euch einmal vor, der Kali hat gesagt, dass ich wegen Vortäuschung falscher Tatsachen für 5 Jahre ins Gefängnis wandern kann. Ja, und was das Schlimmste ist, verschärfte Einzelhaft. Ja, mit wem soll denn ich dann da reden, hä? Und dann hat er noch gesagt, ich soll mich jeden Tag um 9:30 bei ihm auf dem Revier melden, weil bei mir Fluchtgefahr besteht hat. Und er kann mir nicht garantieren, dass ich jemals wieder nach Rieding zurückkommen darf. Und das habe ich alles bloß euch zum Verdanken. Wieso uns? Ja, weil ihr mir verzeiht habt, dass der Ministerpräsident daherkommt. Und ich hab's nur weitererzählt, gell? Da denke ich mir einmal keine Geschichte aus und dann fahr ich damit auf die Nasen. Kathi, das Wort
Ministerpräsident. Hat der Andi nie in den Mund genommen. Hat er doch. Hab ich nicht. Ich hab vielleicht eine kleine Andeutung gemacht, dass eventuell vielleicht hier ein Präsident erscheinen kann. Gell? Und dass der aufs Oktoberfest geht. Und welcher Präsident außer dem Ministerpräsidenten geht denn schon aufs Oktoberfest? Ha? Also, Hatti, in einer jeden Wiesenzeit triffst du jeden Tag mindestens 8 Präsidenten. Wir haben ja in Bayern mehrere Präsidenten wie Trambahnfahrer. Nein. Ihr wollt euch bloß rausreden, gell? Aber das eine sag ich euch. Ich hab dem Kali eine eidesstattliche Versicherung unterschrieben, dass ich diese Informationen von euch hab, gell? Kathi, das hättest nicht da sollen. Hab ich auch müssen. Der hat mir mit Beugehaft gedroht. Und dann hat er die Handschellen auf den Tisch gelegt. Der Kali ist ein Depp. Hab ich auch gesagt. Ja. Aber der Kali hat gesagt, er ist ein Amtlicher. Und amtliche Deppen sind viel gefährlicher wie nicht amtliche Deppen, weil die das schriftlich haben, dass Deppen sein dürfen. Und dann hat er noch gesagt, wenn sich rausstellen sollte, dass ich die Wahrheit sage, dann geht der Andi ins Gefängnis und die Lisa wäre endlich frei für eine bessere Partie. Hast du einen Zucker? Da schau her. Der sieht jetzt die Chance, einen Nebenbuhler zu beseitigen. Ja, aber für was soll denn hier ins Gefängnis? Ja, wegen arglistiger Täuschung der Behörden, Auslösung von staatlichen Maßnahmen und leichtfertiger Verunsicherung der Bevölkerung. Aha, hat der Kali gesagt. Hat er gesagt. Ja. Und dann hat er noch gesagt, dass er ein Exempel schnabulieren muss. Statuieren. Oder so. Ich sag euch, der hat in einem Amtsdeutsch dahergeredet, dass ich ganz damisch geworden bin. No, mit dem damisch sein kennst du doch aus, Kathi. Mach dich ja nicht lustig über mich, Lisa, gell? Wenn ich nicht so verschwiegen wäre, dann hätten wir dich ja wegen Beihilfe drucken können. Aber ich habe deinen Namen nicht einmal erwähnt. Oh, ich bin ja genauso unschuldig wie der Andi. Jedenfalls in der Angelegenheit. Du halt dich zurück. Wenn's nach mir gegangen wäre, dann wäre ich ja auch unschuldig in die Ehe gegangen. Ach, aber der Andi hat dich überrumpelt. Also so täte ich das jetzt nicht bezeichnen. Ja, er hat halt gemeint, er kann schon mal ein bisschen naschen, bevor die Torten auf dem Tisch steht. Torte? Wieso Torte? Ist ja auch wurscht. Auf alle Fälle, Andi, du kannst von mir nicht verlangen, dass ich wegen dir ins Gefängnis gehe, gell? Du wirst dem Kali sagen, dass ich die Wahrheit gesagt habe und nichts dazu erfunden habe. Weil ich bin nämlich sowohl als Frau als auch als Bürgerin unschuldig. Ja, also da kannst du dich drauf verlassen, Kathi. Ich werde dem Kali die Wahrheit sagen und nichts als die Wahrheit. Bravo, Andi. Und ich besuche dich dann auch im Gefängnis, gell? Und erzähl dir immer, was Neues gibt. Das geht nicht, Kathi. Warum nicht? Ja, du hast ja bloß eine halbe Stunde Besuchszeit. Dann rede ich halt ein bisschen schneller. Oh, meine Lisa, musst nicht traurig sein, gell? Die 5 Jahre gehen ja schnell vorbei. Und du bist ja noch jung. Oh, wie beruhigend. Ja. Dann geh ich jetzt einmal zum Kali, gell? Und werde ihm sagen, dass du bereit bist, ein umfassendes Geständnis abzulegen. Darf ich mal telefonieren? Ja, du doch immer, Kathi. Hallo, Hedi? Ich bin's, die Kathi. Ich wollte bloß sagen, es ist alles in Ordnung. Ja, der Andi geht ins Gefängnis und ich bleibe auf freiem Fuß. Ja. Ha? Was mit dem Ministerpräsidenten ist? Ja, ich weiß nicht genau, aber ich sag dir nur, ich ahne etwas. Und Hedi, gell? Hedi, denk dran, du bist mein Alibi, dass ich nix, aber auch gar nichts erzählt habe. Ja. Kathi, die Pflicht ruft. Ach so, ja, du, das ist ja schon der halbe 10. Ja. Du musst dich doch beim Kali melden. Ja. Fluchtgefahr. Freilich, ja. Aber nur noch heute, gell? Bei morgen bin ich wieder die Unschuld vom Lande. Ja. Also da wird aus einer Mucke Elefant gemacht.
Die wissen doch noch gar nicht, wie sie sich alle blamieren. Der Karli hat die Kathi anscheinend völlig eingeschüchtert. Geh, hilf mir mal schnell die Büsten vor da. Da, danke. Das Gewand ist nämlich für den Herrn Bürgermeister reserviert. Ja, geht doch. So, ich finde, wir müssen am Karli schon sagen, dass das alles bloß erfunden war. Nix werden wir ihm sagen. Du, ich hab das Wort Ministerpräsident nie gesagt. Und wenn die alle so blöd sind, dass sie einfach so Gerüchte hereinfallen, ja, dann ist das denen ihr Problem und nicht unseres. Ja, aber es kann unseres werden. Vor der Geschichte hat kein Mensch mehr bei uns eingekauft. Und wenn jetzt rauskommt, dass das alles bloß erfunden war, nachher kauft erst recht keiner mehr ein bei uns. Ja, schau, Lisa, das Auftragsbuch ist voll, die Kunden haben ihre Bestellungen unterschrieben, ja, da kann doch sein, was will, die müssen zahlen. Ja, und anschließend können wir auswandern. Jetzt macht dir keine Sorgen, Lisa, mir fällt da schon noch was ein. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich von deinen Einfällen nicht mehr so begeistert. Geh, Schatz, jetzt mach dir keine Sorgen, so schlimm wird's schon nicht sein. Jetzt da kommt der Preis. Und der wird als erster seine Bestellung rückgängig machen. Grüß Gott beieinander. Ist das nicht faszinierend, wie schnell ich die bayerische Sprache gelernt habe? Toll. Und fast dialektfrei. Ja, was können wir denn für Sie tun, Herr Gustav? Ja, Sie eigentlich weniger, ja. Der Grund meiner Überraschungsvisite ist eigentlich dieses niedliche Fräuleinchen. Ja, Sie meinen sicher meine Verlobte. Nee, die kenne ich ja nicht. Ich meine dieses liebliche Edelweiß, diese Perle der Berge, diese knackige Naturschönheit. Meint ihr die? Du. Erst hätte ich ja gedacht, das läge an der Höhe der Landschaft, ja, dass mein Herz plötzlich schneller zu schlagen begann. Aber dann habe ich gemerkt, es ist der überwältigende Eindruck ihrer Lieblichkeit. Ja, Ihre Lieblichkeit ist 30 Jahre jünger, Herr Gustav. Na und? Gefühle kennen kein Alter. Außerdem hat sie mir in 30 Jahren ja auch schon eingeholt. Ihr stürmisches Werben ehrt mich, Herr Gustav. Aber diese Perle der Berge und ich, wir sind verlobt. Was Sie nicht sagen. Und da habe ich gedacht, ich könnte als Nebeneffekt hier in Bayern noch mein privates Glück finden. Nur ist das auch wieder ein Sockenschuss. Geh, der Ort, der ist doch voller alter Socken. Da hättest du noch sicher einen Schuss landen können. Naja, wenn die alte Flinte noch trifft, wa? Geh, Sie sind doch ein Mann in den besten Jahren. Na, sagen wir mal, am Ende der besten, ja. Schade. Das war immer ein Traum von mir, so eine echte, propere Bajuwarin nach Berlin zu entführen. So, da sind wir wieder. Grüß euch. Ja, grüß euch. Was denn? Nach einer Nacht? Ja. Da wollt jetzt doch 3 Tage bei der Oma bleiben. Ja, dein Vater hat es gerade mal eine Stunde ausgehalten. Du, wir haben noch gar nicht ganz ausgepackt gehabt. Schon waren wir für eine Nacht in einer Pension. Vor ihrer Wohnungstür habe ich schon meine Schuhe ausziehen müssen. Dann hast du den Sessel und die Couch mit einem Leintuch abgedeckt, damit ich ja keinen Fleck auf die Polster mache. Deine Schwiegermutter hat halt wieder mal einen Reinlichkeitsfimmel. Dann hat sie das ganze Wohnzimmer mit Veilchen, Duftspray eingenebelt und die Fenster zugemacht, dass ja keine Luft reinkommt. Dann hat sie die Heizung aufgedreht. Stellt sich einmal vor, die Heizung aufgedreht. Im Sommer auf Stufe 5. Und warum das alles? Weil sie mir vor 30 Jahren gedroht hat, dass sie mir irgendwann mal die Hölle heiß machen wird, wenn ich es wagen sollte, mal ihre Tochter zu heiraten. Aber im Grunde ihres Herzens magst du die Ja, Blume, gell? ja, das habe ich gemerkt, dass sie mich mag. Nach einer Stunde habe ich sie nach einem Glas Wasser gefragt. Dann hat sie mir vom Fenster aus den Weg zum Supermarkt erklärt. Und haben Sie ihn gefunden? Nein, das hat sie nicht mehr braucht. Wir haben die Wohnung fluchtartig verlassen. Naja, die eine Nacht haben wir dann in einer Pension verbracht. Herr Gustav, mögen Sie auch einen Cognac? Aber immer noch, ja. Trinken wir auf die liebe Verwandtschaft, wa? Wie weit sind die Vorbereitungen für den Staatsempfang schon fortgeschritten? Der Staatsempfang wird wohl ins Wasser fallen. Okay. Ja. Du, der Huber Karli hat die Kathi ins Verhör genommen. Und danke, die Kathi hat dem Huber Karli verzeiht,
dass der Andi ihr den Floh mit diesem Ministerpräsidenten ins Ohr gesetzt hat. Jetzt wittert der Kali seine große Stunde und möchte aus einem kleinen Gerücht einen Riesenskandal machen. Was denn? Der Ministerpräsident kommt nicht? Der Bürgermeister hat extra eine Trachtenkapelle engagiert. Und ich habe weiß-blaue Servietten für das Buffet gekauft. Sag mal, wie kommt denn die Kathi überhaupt auf so eine Idee? He? Ja, keine Ahnung. Andi, sag die Wahrheit. Herr Gustav, denken Sie an den Sockenschuss. Im Gasthaus drüben, da probt gerade der Kirchenchor. Lauter echte, propere Bajuvarinnen. Wirklich? Ja. Na, dann wollen wir den Stürmer bei den Hörnern packen, wa? Bitte mein rasches Empfehlen zu entschuldigen. Probiere einen Jugendtraum von mir in Erfüllung gehen zu lassen. Fiat Anna. Ja, Fiat. Fiat Anna. Ja. Also, ich werde auch meinen Jugendtraum erfüllen. Ich gehe meine Kiermaker. Andi, ich warte. Ja, also es ist so. Ich hab mir halt gedacht, weil euer Geschäft nicht besonders gut läuft. Beschissen wäre geprahlt. Ja, da hab ich mir gedacht, dass vielleicht bei euch einmal ein Prominenter einkaufen müsstet. Ja, und da ist zufällig die Kathi vorbeigekommen. Ist die prominent? Und wollte telefonieren. Ja, und da hab ich halt was von einem Präsidenten gemurmelt. Weil ich ganz genau gewusst hab, dass die Kathi nichts Besseres zu tun hat, als dass sie es im ganzen Dorf rumerzählt. Andi, von was für einem Präsidenten hast du gemurmelt, ha? Von keinem bestimmten. Ja, die Kathi hat sich dann alles selber zusammengereimt. Ja, ich hab ja sogar eingeschärft, dass sie ja keine Geschichten erfinden soll. Ja, das kann ich bezeugen. Ja. Also wir haben das Gerücht nicht in die Welt gesetzt. Ja. Und wir können auch nichts dafür, wenn die Kathi solche Geschichten erzählt. Das kannst du am Toni gleich selber sagen. Der wird mir seine Hauspreise gleich wieder streichen wahrscheinlich. Servus. Servus dann. Toni? Ich hab mir gedacht, du wolltest jetzt am Mittwoch zur Anprobe kommen. Ja, ich war gerade bei euch in der Nähe und da hab ich mir gedacht, schau ich mal schnell rein. Naja, und was hast du sonst noch auf dem Herzen? Naja, ich darf halt ganz gerne auch eure Meinung hören. Zu deinen Bierpreise? Nein, schon mehr zu den Streitereien im Ort. Okay. Wer streitet da mit wem? Ja, also pass auf, da gibt's einmal zwei Meinungen. Die einen sagen, der Ministerpräsident kommt zu uns nach Niding. Und die anderen sagen, das war eine hundsgemeine Lüge von euch, die ihr der Kathi gesteckt habt, damit ihr es überall rum erzählt. Ja, aber warum sollten wir sowas tun? Naja, um wieder Kundschaft anzulocken. Es gibt doch nur Trottel, denen das imponiert, wenn der Ministerpräsident irgendwo einkauft. Also ich kenne keinen Trottel in Rieding, dem sowas imponieren darf. Du zum Beispiel, Toni, du kaufst ein Trachtengewand, weißt du, was brauchst nicht? Ja. Naja, dir war's doch wurscht, selbst wenn wir mal, sagen wir mal, selbst wenn der Papst bei uns einkaufen darf. Ja, das schon. Was soll der auch mit der Tracht? Der hat ja seine eigene. Ja, eben. Naja, aber interessieren darf mich jetzt schon, was an der Geschichte wahr ist und was nicht. Wahr ist, dass wir die beste Trachtenschneiderei weit und breit sind. Ja, das weiß ich doch. Na also. Ja, aber was ist jetzt? Kommt er jetzt oder kommt er jetzt nicht? Wer? Der Ministerpräsident. Ja, Anton Fischerauer. Oft kommt es anders, als man denkt. Ja, und dann wiederum kommt der oder jener und keiner weiß genau warum oder weshalb. Aber mir hat's deutlich genug ausgedrückt. Akustisch habe ich das schon verstanden, ja, aber sinngemäß nicht so genau. Der Andi wollte sagen, dass man nichts Genaues weiß, wenn man nichts Genaues weiß. Ach so. Ja. Und manchmal ist sogar das Unmögliche möglich. Aha. Kennst du jetzt aus? Ja, natürlich, jetzt ist alles klar. Siehst du, Toni? Man muss nur miteinander reden, dann klärt sich alles auf, gell? Ja, wenn Sie mir jetzt bloß noch aufklären darf, warum ich eigentlich gekommen bin. Weil du sagen wolltest, dass du am Mittwoch zur Anprobe kommst. Natürlich, am Mittwoch komme ich, freilich. Hey. Ja, viert euch. Vierte. Also ich kann schwören, dass ich heute noch nichts getrunken habe. Gott miteinander. Oh, Herr Vorder, grüß dich. Ja,
Da fühlt unser Herrgott sich am wohlsten. Ja. Ein Haus, in dem gelacht wird, das sieht er mit besonderem Vergnügen. Ja. Welch seltene Ehre, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ja, ich würde gerne öfter kommen, aber der Pointinger, der hat's halt nicht so mit der Religion. Nein, das stimmt nicht. Mit dem Chef habe ich keine Probleme. Nur mit seinem Bodenpersonal, da bin ich oft nicht ganz einverstanden. Pointinger, das musst du mit dir selber ausmachen. Was können wir für Sie tun, Herr Pfarrer? Ja, auch die Kirche will nicht abseits stehen, wenn sich ein geheimer Staatsbesuch bei uns im Ort ankündigt. Ich denke, wir hängen ihn da auf. Was? Wen hängen wir da auf? Ja, die ehrenwerte Person. Pfui, Herr Pfarrer! Ein Mann der Geistlichkeit und will jemand aufhängen. Verstößt es nicht gegen eins der 12 Gebote? Ha? 10. Also, Pointinger, es geht doch nicht um die Person als solches, sondern um das Bild, was ich mitgebracht habe. So ein Bild? Na, der heilige Franz von Assisi vielleicht? Ja, du bist schon sehr nah dran, Andreas. Ihr wisst doch, meine lieben Gemeindemitglieder, dass ich in meiner Freizeit gerne zum Pinsel greife. Ach, na, Herr Pfarrer, Sie haben uns ein Beutel gemalt. Naja, es ist nicht mehr ganz aktuell. Aber ich denke, es hätte ihm trotzdem Freude bereitet. Liebe Frau Pointinger, ich wäre nicht undankbar, wenn Sie den Repräsentanten unseres Landes darauf aufmerksam machen könnten, dass das Werk von mir stammt. Also, wenn er zufällig einmal vorbeikommen sollte, werde ich es ihm auf alle Fälle sagen, gell? Sie wissen noch gar nicht genau, wann er kommt. Na, wir wissen nur ziemlich genau, dass er überhaupt nicht kommt. Also, Herr Pointinger, Ihre Verschwiegenheit, das ehrt Sie, ja, aber Ihre Diskretion ist doch sicher mit der Staatskanzlei abgesprochen. Ja, der Bürgermeister Gradl, der sprach von einer Sicherheitsstufe 1. Also wir haben jede Menge Treppenstufen im Haus, aber mit Sicherheit nicht eine einzige Sicherheitsstufe. Humor ist auch eine Gottesgabe, Herr Pointinger, ja. Aber vielleicht sehe ich Sie doch noch irgendwann bei einer meiner Predigten. Ja, ob ich so viel Humor habe, weiß ich nicht. Ich glaube, wir hängen ihn da auf. Ich übergebe ihn zu treuen Händen, meine Tochter. Ja, der Papa wird's aufhängen. Ich hab 2 linke Hände. Ich hab doch noch nie ein Bild aufgehängt. Ja, also gut, dann werd das ich erledigen, obwohl ich eigentlich auch noch nie einen Heiligen aufgehängt hab. Also, ein Heiliger ist das nicht gerade gewesen. Nein, aber sei's drum. Wir sehen uns ja beim Empfang. Der Herr beschützt euch, damit wir das große Ereignis gemeinsam feiern können. Ja, verreck. Ja, was? Ist wirklich der heilige Franz von Assisi? Franz heißt er schon, aber das ist ein ganz anderer. Na, wer sagt's denn? Endlich haben wir einmal einen Ministerpräsidenten im Haus. Das sind die neuen Prospekte. Ja. Kannst du gleich welche mitnehmen, gell? Das ist gut. Und meine Köchin braucht ein neues Sonntagsgewand. Gern, Herr Pfarrer. Das ist ein Käpperli. Nimmst du auch welche mit? Kriegst 10%. Oh, danke, Frau Pointinger, das werde ich zu schätzen wissen. Eine Beamtenbestechung bitte, Maus. Ja, hol lieber 2 Stühle noch. Und dann bitte ich um mehr Aufmerksamkeit, dass wir endlich mit der Anhörung anfangen können. Was bitte soll das da werden? Ein Tribunal oder was? Also bevor es in dieser Angelegenheit zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, die uns in ganz Bayern zum Spottgespräch machen würde, werden wir, also die Bürgerinnen und Bürger von Rieding, die Klärung des Geschehens sozusagen selber in die Hand nehmen. Der ist genauso geschwollen daher wie beim Wahlkampf. Der hat schon recht. Bravo, Bürgermeister. Ja. Es geht ja schließlich um die Wiederherstellung meines guten Rufes. Kathi, um deinen guten Ruf wiederherzustellen, müssen wir da ja ein Pflaster über den Mund pappen. Also, wir beginnen jetzt mit der Anhörung. Geh weiter, stell den Stuhl weiter vor. Ja, weiter.
Da werden dann die zu Befragenden Platz nehmen. Kathi, hat dich ein Mensch aufgefordert, dass du dich hinsetzt da? Nein, aber ich bin ja schließlich die Einzige, die in dieser Sache den nötigen Durchblick hat. Ja, das glaube ich. Also gut, Kathi, dann erzähl einmal. Aber knapp und präzise. Angefangen hat alles am Montag um 18:07 Uhr. Der Bürgermeister? Ja. Eigentlich müsste ja das Fräulein Katharina vereidigt werden. Ja, ich weiß nicht, ob wir das dürfen. Wir sind ja kein Gerichtshof. Ja, aber du tust so, als war da einer. Ach was. Wachtmeister Huber, was sagen deine Dienstvorschriften? Meine Dienstvorschriften besagen, dass ich den obersten Knopf meiner Uniformjacke im Außendienst stets geschlossen halten soll. Depp. Und außerdem besagen meine Dienstvorschriften, dass ich Beamtenbeleidigung sofort im Präsidium melden soll. Jetzt fangen die nur wieder. Also Kathi, weiter. Aber nur die reine Wahrheit. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sagen werde. Nichts hinzufügen werde, nichts weglassen werde. So wahr mir Gott helfe. Amen. Ja, aber red nicht zu schnell, weil ich möchte nämlich alles genauestens zu Protokoll nehmen. Also, angefangen hat alles damit, dass die Hedi gesagt hat, dass die Huberbayerin schwanger ist. Sag mal, was hat jetzt das mit unserem Geschäft zu tun? Ja, ich bin doch bloß deswegen zu euch da in den Laden rein. Wieso? Wolltest du mich als Hebamme engagieren oder was? Bruno, als Schädiger sollte man keine Witze machen, gell? Ach so, ich bin der Beschuldigte. Ja, das muss einmal gesagt werden. Setzen! Jawohl. So, und jetzt mit euren gegenseitigen Beschuldigungen auf. Es geht jetzt lediglich darum, festzustellen, wer dieses Gerücht von dem angeblichen Besuch unseres Herrn Ministerpräsidenten in die Welt gesetzt hat. Ja, das war eindeutig die Karte. Ja. Ich hab gar nichts in die Welt gesetzt. Nicht einmal ein Gerücht. Nein, ich hab nur gesagt, was ich gehört hab. Ja, und das, was du gehört hast, das täten wir jetzt gerne von dir hören. Aber fang nicht bei Pontius und Pilatus an. Aber bei der Huberbayerin angefangen. Und dass ich gesehen hab, dass die im Negligé die Zeit gefordert hat. Ja, aber das interessiert doch nicht. Nicht? Nein. Und das ist aber schade. Weil das ist doch nur deswegen, weil die Hedi gesagt hat, dass die Huberbayerin schwanger ist. Und deswegen bin ich da reingegangen, damit ich telefonieren kann. Kathi, wenn du jetzt nicht langsam zur Sache kommst, dann dreh den Krong um. Du, das ist ein Zeugenbeeinflussungssepp, gell? Ich fühle mich doch überhaupt nicht bedroht. Was? Wo ich damals verzeiht hab, dass der Bürgermeister Stock bis Hoffen eine Gemeinderatssitzung geleitet hat. Da hat er mir doch auch gedroht, dass er mir einen Krong umdreht. Und? Ich lebe immer noch. Also Kathi, jetzt komm doch endlich mal zur Sache. Ja. Du hast hier im Laden genau gehört, wie der Andi gesagt hat. Sag einmal, wer ist denn eigentlich jetzt hier der Befragte, ha? Wie kommt denn der damische Dorfpolizist dazu, dass er meine Aussage aussagt? Du, das Damische, das habe ich jetzt überhört, gell? Ich hab doch alles auf dem Revier genauestens zu Protokoll genommen. Kathi, du hast doch dem Kali den Tatvorgang freiwillig geschildert. Freiwillig ist gut. Der hat mich gepresst. Was? Ich mein natürlich erpresst. Er hat mir mit Beugehaft gedroht. Also, die Form der polizeilichen Ermittlungen stehen jetzt nicht zur Debatte. Also, Kathi. Gut, ich telefoniere also mit der Hedi wegen der Huberbayerin. Ihrem Negligé. Was? Ja. Oh. Und da höre doch mit dem linken Ohr. Wieso nur mit dem linken? Ja, weil ich am rechten einen Telefonhörer gehabt habe. Ja, dann hat der Aussage doch sowieso keine Gültigkeit. Warum nicht? Ja, eine Ein-Ohr-Aussage und der Herr Bürgermeister nicht akzeptiert. Warum denn nicht? Sie telefoniert mit dem rechten Ohr mit der Hedi, redet dabei noch ununterbrochen und will dann auch noch gehört haben, was der Andi zur Lisa gesagt hat. Also, das ist doch unmöglich. Nein, das ist jahrelanges Training. Also, können wir jetzt endlich weitermachen? Will ich ja, aber ich komme ja nicht zu Wort. Ein völlig neues Erlebnis, gell, Kathi? So, jetzt schaut's her. Alles aus eigener Herstellung. Ja, also Kathi, du erzählst uns jetzt einmal, was der Andi zur Lisa gesagt hat. Der Andi, der hat gar nichts zur Lisa gesagt. Was? Kathi! Der Andi hat die Lisa was gefragt. Ja, und was hat er sie gefragt? Er hat sie gefragt,
wann kommt er denn, der Herr Ministerpräsident? Falsch. Ich hab das Wort Ministerpräsident nicht in den Mund genommen. Ja, das kann ich bezeugen. Ja, Kathi, aber du hast das Wort Ministerpräsident gehört. Na ja. Ja, hast du das jetzt gehört oder nicht? Ja, also ob der ein Ministerpräsident oder nur Präsident gesagt hat, das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Ja, also, ich hab nur Präsident gesagt. Aha. Hat er nur Präsident gesagt? Naja. Er hat nur Präsident gesagt. Das ist doch auch wurscht. Er hat jedenfalls gesagt, dass dieser Präsident ein Trachtengewand braucht und aufs Oktoberfest geht. Und wie ich dann gesagt habe, ob die Frau Präsidentin denn dann auch ein Dirndl braucht, da hat er meine Kombinationsgabe gelobt. Und dann hat er noch gesagt, das ist ein Staatsgeheimnis. Und Top Secret. Ich hab mir ja immer gefragt, was der mit der Secret hat. Das heißt doch streng geheim. Ja, das weiß ich jetzt auch. Ja, und außerdem hat der Andi noch gesagt, dass viele Präsidenten zum Oktoberfest gehen. Ja, zum Beispiel der von der Geflügelzüchtervereinigung. Da schau her. Hat er das? Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, euer Ehren. So, bitte. Sag, Herr Bürgermeister, zu mir, das reicht. Herr Bürgermeister, euer Ehren, hochwürdiger Hochwürden, ist denn der Oktoberfestbesuch eines Präsidenten der Geflügelzüchtervereinigung ein Staatsgeheimnis? Ha? Nein. Und dann hat er noch gesagt, dass ich ja nicht drüber reden dürft. Top Secret. Und wenn das einer zu mir sagt, dann kann doch das bloß heißen, dass das sofort das ganze Dorf erfahren soll. Ja. Das ist der erste wahre Satz, den du bisher gesagt hast. Ja. War jetzt das ein Lob oder eine Beleidigung? Das war eine Feststellung. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles gehört, was wir hören wollten. Ja, grüß Gott miteinander. Ja, grüß euch. Hat die Befragung schon angefangen? Ja. Bereits vor einer Viertelstunde. Ja, ich werde Ihnen eine Ordnungsstrafe auferlegen müssen, Herr Fischerauer. Und was ist mit mir? Ja, Ihnen auch, wegen unentschuldigter Verspätung. Aber du musst uns Rabatt geben, gell, Kalli? Ja, wir sind ja juristisch betrachtet schließlich ein Ehepaar. Gewissermaßen eine familiäre Einheit. Also Migi, eigentlich hättest du Rechtsanwältin werden müssen. So wie du dich in die Gesetze auskennst. Ja. Und wenn hier einer Ordnungsstrafen ausspricht, dann bin das ich. Die 2 Zeugen waren ja noch gar nicht dran. Was, wir sind als Zeugen da? Natürlich. Das hat uns ja kein Mensch gesagt. Was sollen wir bezeugen? Die arglistige Täuschung. Wer hat wen arglistig getäuscht? Ja, er da. Ich? Na, der da. Was, der Andi? Wen hat denn der täuscht? Ja, euch. So, warum? Ja, er hat die Kathi arglistig das Gerücht verbreiten lassen, dass da der Herr Ministerpräsident einkauft. Ja, und? Was haben da wir damit zum tun? Ja, ihr habt's doch deswegen hier beim Pointinger eine Trachtenbaum gestellt. Das stimmt. Das stimmt nicht. Wir haben doch ausgemacht, dass wir das nicht zugeben. So stellen wir doch da wie 2 eitle Deppen. Ja, die Michi hat recht. Nein, so stimmt das nicht. Hat sie jetzt eine Trachtenbaum bestellt oder nicht? Ja, wir haben bestellt. Weil ich eine neue Lederhosen brauche und der Toni ein neues Dirndl braucht. Ja. Unrat natürlich. Also was ist? Können wir jetzt wieder gehen? Ich muss nämlich in meine Küche. Sie muss in der Küche. Nix da, ihr bleibt da. Ja, können wir jetzt endlich fortfahren? Also, du kannst hinfahren, wohin du willst, aber jetzt blockier nicht länger unseren Laden. Sonst sorge ich nämlich auch wegen Geschäftsschädigung, gell? Darum kümmern wir uns später. Ja. Jetzt müssen wir doch erst einmal die Fischerauers befragen. Über was denn, hä? Die haben doch bereits alles gesagt. Ja, das stimmt aber nicht mit meinen Informationen überein. So, was hättest jetzt du für Informationen? Nach näherer Befragung sagte der Gastwirt Anton Fischerauer, ich zitiere wörtlich, ich hätte doch nie eine Tracht bei diesem saufrechen Pointinger bestellt, wenn der Ministerpräsident dort nicht auch Kunde wäre. Dem Bruno würde ich doch nicht mal einen Cent in den Hintern blasen. Wegen dem, da der meine Hosen nicht runterlassen. Nein, Schatz,
Das war doch jetzt eine böswillige Unterstellung, wenn die Michi und der Toni nur wieder bei uns einkauft hätten, weil, sagen wir einmal, ein angeblicher Ministerpräsident bei uns einkaufen sollte, nicht wahr? Der Toni ist zwar ein Geizkragen und ein Halsabschneider, aber eitel ist er nicht. Ne? Ja, genau, Bruno. Ja, und ich bin nicht prominentengeil. Was? Süchtig wollte ich sagen. Genau. Aber jetzt sitzt ihr hier, dann mache ich euch einen Kaffee, gell? Jetzt weiter. Ich denke, Herr Bürgermeister, wir können die ganze Aktion abbrechen. Nein. Da scheinen doch der Irrtüm ans Licht zu kommen. Oje, selig sind die Unwissenden, denn sie werden weise werden. Du sagst es, mein Sohn. Ja, Wachtmeister Huber, ich werde ein ernsthaftes Gespräch mit dir führen müssen. Warum? Hast du mir nicht gesagt, du hättest stichhaltige Beweise dafür, dass es sich hier um eine arglistige Täuschung handelt, die unsere Gemeinde in Misskredit bringen könnte? Aber Herr Bürgermeister, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Was für ein Ass? Wo ist denn dein Ass, Carly? Da kommt's gerade. Bitte meine Verspätung zu entschuldigen, aber eine dringende geschäftliche Angelegenheit hinderte mir am rechtzeitigen Erscheinen. Was hat denn der Preis mit der ganzen Sache zu tun? Er ist ein Geschädigter. Was bin ich? Ja, Sie haben doch hier für 11 Personen Trachtenbekleidung bestellt. Ja oder nein? Ja, 4 männliche und 7 weibliche. Ja, mit Blick auf die Gebirgskette, wa? Und Sie haben diese Trachtenbekleidung doch bloß in diesem Geschäft bestellt, weil Sie dachten, dass hier der Herr Ministerpräsident einkauft. Hm? Das habe ich als Gag empfunden. Na, bitte. Ja. Meine Bedienung im selben Tuche wie der Gastgeber vom Oktoberfest der Bayerischen Landesvertretung, war? Ja. Es gibt aber gar keinen Ministerpräsidenten. Was denn? Ist er zurückgetreten? Ein deutscher Politiker tritt doch nicht zurück. Das wäre ja was ganz Neues. Der Herr Wachtmeister möchte damit sagen, dass bei uns überhaupt kein Ministerpräsident einkaufen wird. Na und? Das ist mir doch so piep egal, als wenn einer am Brandenburger Tor einen Furz in Richtung Quadriga abdonnert. Gekauft hätte ich die Dinger doch sowieso. Ja, und den Floh mit dem Ministerpräsidenten, den hab ich dem Herrn Gustav ins Ohr gesetzt. Ja, das wäre halt der Obergag gewesen, ja. Aber von der Wichtigkeit her ist der zweitrangig. Also jetzt tut er mir fast leid, der Karli. Jetzt hat er sich so in den Fall reingekniert und dann fällt eine Luftblase nach der anderen. Ja, aber du, das ist doch seine eigene Schuld. Ja. Ich muss einmal telefonieren. Nur ein Ortsgespräch. Du kannst alles machen, was du willst, aber nie mehr telefonieren, gell? Katte, wenn es wichtig ist, stelle ich dir den Anschluss der römisch-katholischen Kirche zur Verfügung. Hä? Du kannst vom Pfarrhaus aus telefonieren. Ach so, ja. Was ich immer sage, im Notfall kannst du dir auf die Schwarzröcke verlassen. Also, ist es wichtig? Ja, selbstverständlich ist es wichtig. Hochwürden, die Hedi will doch wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Mit der Huberbayerin in ihrer Schwangerschaft. Bruno, spult die Frau ja nicht auf, gell? Bloß weil sie ein Monster mit einem blauen Auge davor gekommen seid. Lieber ein blaues Auge. Jawohl. Und dass der aufs Oktoberfest geht. Jawohl. Und du hast meine Kombinationsgabe gelobt. Ja, das hab ich, ja.
jetzt pass einmal auf. Wenn ich jetzt sagen darf, dass die Huberbayerin mit so einem Bauch rumläuft und immer saure Gurken und Nussschokolade durcheinander isst, was darfst denn du da draus schließen? Ha? Ich würde daraus schließen, ja, dass die Huberbayerin der Kind kriegt. Das ist der Beweis. Das ist der Beweis dafür, dass man mit zweideutigen Andeutungen Dinge in die Welt setzen kann, die von anderen missverstanden werden. Gell? Wo sie recht hat, hat sie recht. Ja. Moment, mit einem kleinen Unterschied, Kathi. Wenn einer was missversteht, dann hat er noch lange nicht das Recht, dieses Missverständnis als Tatsache im ganzen Dorf zu verbreiten. Hä? Also, ich hab gesagt, dass der Präsident kommt und jetzt ist er da. Und jetzt haben wir auf mit diesem Blödsinn. Ich glaube auch, dass das nicht langt, Andi. Ja, aber er ist doch da. Ja, wer ist da? Und wenn er da ist, wo ist er? Ah, da ist er, Schatz. Ja, da hinten an der Wand. Nein, ich meine nicht. Nein, seine Exzellenz, Ministerpräsident Katuitine Kaura aus Afrika. Milextamosch! Da kommt ja eine riesen Staatskarosse, beflaggt und vorn zwei Motorradfahrer. Herr Bürgermeister, ein schwarzer Minister Wahnsinn, Kunststück, in Bayern sind wir da alle schwarz. Jetzt steigt er aus, ein Schwarzer ist und ein Mustang hat er oben. Herr Ministerpräsident, Lisa, was ist denn? Es ist uns eine Ehre, Ja, eine ganz besondere Ehre. Sie bei uns in Rieding begrüßen zu dürfen. Was verschafft uns denn die Ehre Ihres Besuches? Nun, es geht um Subventionen für mein Land. Also, die wichtigste Mission meines Besuchers. Ja? Ich will von Mr. Pointiger eine Lederhose.